beim Shoppen. Ich finde es geil. Sorry. Du schwörst immer, wir kaufen nichts. Nein, wir haben einfach grün. Aber die grünen sind auch noch schön, die sind grün. Das ist auch mit. Also ich bin Sabrina, ich komme von Luzern, von der Schweiz. Ja, und bin seit gut einem Monat wieder in Indien. Ich bin unterwegs. Okay, du? Also ich bin Tina, ich komme aus Bern, also aus der Schweiz, und bin jetzt gerade seit 2 Monaten in Indien. Not for 100. Okay. Kaufen wir die nächste. Ja, für mich ist einfach festgestanden, dass ich nach Indien will. Und eigentlich meine Kollegin wollte auch mitkommen, aber manchmal gibt es Differenzen und dann geht man nicht zusammen weiter. Und wir haben uns durch ein Inserat, glaube ich, beim Globetrotter kennengelernt und haben zusammen geschrieben und es hat eigentlich seit Anfang an gefunkt. Und dann haben wir uns gefunkt. Dann haben wir uns in Mumbai getroffen und sind weiter zusammen gereist. Also für mich war Indien einfach so ein bisschen Bauchentscheid. Ich wollte nie anders wählen. Aus keinem Grund eigentlich. Ich mich erst so ein bisschen mit Indien auseinandersetzen. Ich habe es vorher noch nie so als meine liebste Reisedestination angeschaut. Das ist mehr so ein Bauchentscheid. Ja, ich habe mir einfach überlegt, wo ich gerne hingehen möchte und habe so mal auch mit meinen Kollegen und mit meinen Verwandten darüber geredet, wo ich gerne hin möchte. Ich habe eigentlich gesagt Indien und alle haben gesagt, oh, Indien gefährlich und so weiter und dreckig und ja und aufdringlich und so. Und ich glaube, so ein bisschen aus Trotz raus bin ich nachher mit Indien gestartet, sozusagen. Ja. Echt so ein bisschen aus Trotz, weil ich mir selber auch ein bisschen beweisen wollte, dass ich das schaffe und dass es gar nicht so schlimm wird sein. Und es ist gar nicht so schlimm. In Goa haben wir mal eine Runde oben und unten alles rausgelassen, was wir irgendwo hatten. Aber seither ist es echt gut. Die Situation, die wir wirklich uns ein bisschen genervt haben, ein bisschen mehr als sonst, war sicher eine Zugsituation. Wir waren zu dritt zusammen unterwegs. Wir haben von Hampi das Billett gelöst für auf Mysore. Und jedenfalls hat die uns gesagt, ja, wir sollen noch eine extra Zulage zahlen, dass wir wirklich das Billett bekommen, weil der Zug ist eben recht ausgebucht und so. Und leider haben wir erfahren, dass wir nur ein Warteschlangenbillett hatten. Und der Zugchauffeur hat dann gemeint, dass er nichts für uns machen kann, dass der Zug voll ist und dass wir selber schauen müssen, was wir machen wollen. Wir sind fast durch den ganzen Zug gelaufen mit unseren Rucksäcken und sind in ja die Gänge sehr schmal und wenn noch die Leute drin hocken, ist es extrem mühsam und es war extrem heiß gewesen. Wir sind von A bis nach B gelaufen und hatten gute Hoffnung gehabt, dass wir doch noch ein Plätzchen finden. Leider war es nicht so gewesen. Wir haben uns entschieden, dass wir Zwischengänge bleiben. Wir haben dort hier Deckenboden da und uns gemütlich gemacht. Dann bald darauf ist es wirklich so ein bisschen eklig geworden. Die Leute sind auf die WC gegangen, es hat wirklich extrem gestunken und es war wirklich extrem mühsam gewesen. Ich hatte nachher so Räucherstäbchen dabei gehabt, und die haben wir allen Orten so am Boden um uns herum hingesteckt und haben regelmässig die auch gewechselt. Da war der Gestank auch nicht so intensiv gewesen. Aber der Gestank war gleich noch dort und dann haben wir gefunden, ja, wir machen beide WC-Türen so geschlossen, haben es hinten. Und als die Leute so kamen, haben uns so angeschaut, haben wir gesagt, ja, weiterführen ist defekt, weiterführen. Und so haben wir eigentlich mit der Zeit schon noch ein angenehmes Plätzchen gehabt, halt nicht so standardgemäss. Wir haben so ein bisschen Witze darüber gemacht bei denen, ja, dass das in der Schweiz normal ist, dass wir das uns gewöhnt sind. Wir haben dann probiert zu schlafen in der Nacht. Die Käfer sind so richtig über uns herumgekrebelt und haben richtig Freude gehabt. Und es war wirklich eigentlich lustig. Also, eigentlich im Moment hätte man, glaube ich, ein bisschen rennen können, aber im Nachhinein war es wirklich eine positive, lustige Erfahrung. Einfach alles drum und dran gestummt, wir konnten es gleich mit Humor nehmen. Ja.
ist wirklich so das erste Mal reisen, das erste Mal auf Indien. Ja. Ich glaube, für mich ist es so ein bisschen ein Kennenlernen von mir selber auch. Also irgendwie so ein bisschen von A nach B kommen und dich selber in Situationen zu erleben, die du daheim nicht hast. Halt auch auf dich selber gestellt sein und auch das Land kennenlernen. Eben sei es jetzt mit deinen komischen Bus- oder komischen Zugerlebnissen, wie die Leute mit dem umgehen, wie sie auf dich reagieren. Ja. Also alles anders wie daheim und halt mal völlig etwas zu erleben, was du daheim nie so hast. Bye bye, Cochin. Ja. Bye bye. Tschüss.